Hello YouTube, und es geht weiter mit Naruto Mythos Opening. Wir haben jetzt hier diese neuen 4 Packungen mit Kakashi, Sakura, Sasuke, Naruto. Aber ich muss vorweg sagen, es ist eine kleine Enttäuschung, weil es sind genau die eine Karte drin. Man braucht ja eigentlich 2 zum Spielen. Also schon mal dumm, da muss man die doppelt kaufen, alle. Und das andere ist, es sind einfach nur 3 Packungen drin. Also, wenn wir hier aufmachen, wir haben die Karte und 3 Packungen. Und die Shops verkaufen die zusammen, immer nur gebündelt für, bei Maro Games habe ich es gekauft, bester Laden in der Schweiz, für 65. Geht ja noch. Und die Packung ist komplett gerippt. Die auch. Chat. Seht ihr die Löcher hier? Es hat Löcher. Also hier sieht man es noch besser. Hier hat es Löcher, Chat. What the fuck? Ja, das wird mir was mit dem Öffnen, Chat. Also, wenn jetzt die Karte hinten beschädigt ist, dann Maschalom. Also hier waren die Löcher. Okay, die Karten sind schon mal nicht beschädigt, Chat. Das ist schon mal gut. Eine Karte nach vorne. Haben wir die nette Temari. Wieso blurrt es immer hier? Tsunade. Katsui. Akumaru. Missionskarte. Itachi. Und Anko. Sind die teuren Karten ganz am Schluss? Genau, Chat. Die teure Karte ist ganz am Schluss, also es gibt einfach Kartentrick, eine Karte nach vorne und dann ist die teuerste Karte ganz hinten. Also irgendwie meine Kamera spinnt gerade, weil sie filtert gewisse Farben raus. Wieso war jetzt hier die Missionskarte am Schluss? Hä? Okay. Ich erkläre jetzt, wo die gute Karte ist, und genau das nächste Pack ist verbuggt. Super. Also das geht ja mal gut los. Und meine Kamera spinnt komplett. Was soll das Kamera? Warte, Chat. Ich muss hier was einstellen. Ja. Komplett scheiße. Und das in der YouTube-Aufnahme. Wieso blurst du? Ja, so sieht man ja gar nichts, Digga. Ah, Technik! Ja gut, Chat. Also hier war auch nichts drin. Da machen wir das anders. Dann haben wir das weg. Machen mich ganz groß. Und dann machen wir so weiter, Chat. Dann halte ich die Karten, dass ihr seht, dass ich es öffne richtig, ne? Dass ich hier nicht cheate und plötzlich eine Goldkarte bekomme. Hier haben wir jetzt die nette Sakura drin. If you have the, ja, 3 Power mehr, wenn man den Edge hat. Also müsste man auch schauen, dass man am Schluss der Runde den Edge noch hat, sonst ist der Effekt weg.
So, wie machen wir das jetzt am besten? So, ne? Das wird ein räudiges YouTube-Video-Chat. Lecco mio. Und Schulterschmerzen werde ich auch haben. Ja. Also, die Chance, dass wir hier was Gutes rausziehen, ist halt nada. Das ist das räudigste Naruto Mythos Opening, wo ich je gemacht habe. Lecco mio. Die Shikamaru-Karte ist nice. So, jetzt machen wir die Naruto-Büchse auf. Naruto seine Fähigkeit ist, if you have the edge, your hidden character in this mission have +1 power. Ja. So, eine Karte wieder nach vorne, wegen dem Kartentrick-Chat, ne? Komm schon, Goldkarte. 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 Leider wieder Much-Chat. Eine Karte nach vorne. Oh je. Sakura, okay, nice. Und Kabuto. Let's Pack von dem hier. Mighty Guy, Missionskarte. Shikamaru. Ja. Gut. Letzte Packung von Sasuke. Mal schauen, ob der uns Glück bringt, Chat. Es ist wieder so 31 Grad draußen. Ich komme wieder ins Schwitzen. Ich glaub's nicht. Wenn ihr den Edge habt, Hidden Enemy Charaktere haben 1 Power weniger. Also quasi der Konter zu Naruto. Ja, Kartentrick. Jiraiya. 106. Und ja, eine Rare. Die sieht schon schön aus, aber haben wir schon First Edition 10.000 Mal. Dann geht's weiter. Itachi. Ja. Eine Secret. Nice, aber leider Second Edition. Haben wir zum Glück First Edition schon ganz viele. Aber gut zum Spielen. Da kann man nämlich die First Edition Karte rausnehmen und die Second Edition spielen. Falls die First Edition mal was wert wird, ne? Und Much.
So, das war's. Haben alle 4 Packungen aufgemacht. Haben noch die hier. Die kommen fix in den Ordner, in die Mappe. Aber eben wie gesagt, also ich finde es schade, dass man erstens, hat man von der Karte nur eine pro Box. Also wenn man es wirklich spielen will, müsste man sie zweimal kaufen, so wie ich das gemacht habe. Und drittens, Bro, bringt Starterdecks raus. Bringt Starterdecks raus, aber zackig. Ja. Aber sonst vom Effekt her ist halt alles mit Edge-Token-Effekt. Ja, mal schauen, ob ich da ein gutes Deck draus mache. Das war's mit der Öffnung. Ich kann auch schon sagen, wenn am 26. August Release-Tag ist von der zweiten Edition, im zweiten Set, sobald ich mein Case habe, machen wir ein Big Case Opening vom zweiten Set. Also, folgt dem Kanal, damit ihr nichts verpasst. Schreibt rein, ob ihr auch Naruto zockt. Würde mich freuen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.